Ja, wie wir gesehen haben, geht es weiter mit der Europa League. Denn wir sind mit Newcastle im internationalen Geschäft unterwegs. Als erstes spielen wir gegen Sporting Lissabon, gegen Portugiesen. Und wir haben eine Verhandlung, da habe ich nämlich, nebenher mache ich das ja immer, habe ich schon gesagt, für Florenzi vom AS Rom. Ein zentraler Mittelfeldspieler ist das, 21 Jahre jung und talentiert, hoffe ich doch zumindest. Ein 2-Jahres-Vertrag, Ablösewert bei 2,4 Millionen. Und den werden wir uns auch verpflichten, da die sagen. Weil Obi haben wir ja nicht gekriegt. Allerdings kriegen wir einen Florenzi natürlich erst in der Winterpause. Oh. Jetzt sind die anderen fit, aber unsere Stürmer nicht. Dembaba ist auch nicht fit. Gut, bescheiden wie immer. Ach, auswärts haben wir ein grünes Trikot. Ja, wir spielen am besten in Schwarz-Weiß wieder. Gut, im Sturm, da kannte man Amiobi eine da. Der ist fit. Ansonsten Anita, der ist auch fit. Ronaldo los mal drin hat. Gut. Und so starten wir jetzt ins erste Europa League Spiel. Und zwar in Portugal bei Sporting Lissabon. Und es gibt eine kleine Eröffnungszeremonie. Gut, also Lissabon sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ich denke, dass die schon einiges auf den Kosten haben. Und die sind bestimmt nicht in der Europa League, um zu verlieren. Also die wollen schon gewinnen. Aber das wollen wir natürlich auch. Und wir werden unser Bestes geben, da wir so weit wie möglich kommen. Solskjaer. Gut, das wird dann noch von den Klassikspieler sein. Und es war abseits Ben Arfa, der heute in Topform ist. Elias. Das war der erste Schussversuch von Sporting. Allerdings rechts weit vom Tor vorbei. Ryan Taylor. Amiobi, unser Ersatzstürmer. Der halt für Dembaba spielen darf, weil der andere halt einfach nicht fit ist. Genauso wie Cisse.
Und das war Foulspiel, wird aber nicht zählt. Und der Ding kann sich durchsetzen, vor allem Wolfswinkel. Was sind das, oder? Und Taylor mit Rettungsaktion. Glück gehabt. Sonst glaube ich, war das sichere 1-0 gewinnen. Taylor gewinnt ihn zurück. Aber dann rennen die anderen wieder so beschissen vorne. Dass wir es nicht anspielen können. Und Taylor ist, glaube ich, eigentlich gerade der schnellste da von hinten. Aber wir möchten uns sowieso noch einen Außenverteidiger verpflichten. Und Van Wolfswinkel kann sich durchsetzen und macht es 1:0 zum Leid von Newcastle. Gut, der Holländer schluckt zu und bringt die Portugiesen in Führung. Ja, so haben wir uns natürlich den Start nicht vorgestellt. Aber das Spiel ist natürlich noch nicht vorbei. Ecke. Abgewehrt. Ja, der Ryan Taylor, der verliert gerne mal den Ball da hinten. Und vor allem Wolfswinkel startet schon wieder. So, aber nur so zweitklassiger Stürmer, glaube ich. Aber getroffen hat er, das ist Fakt. Santon über rechts. Ja, Caballé kann sich wie immer nicht durchsetzen. Das müssen wir unbedingt dann auswechseln, ausmerzen. Das Problem. So, jetzt macht dann Abgang. Ja, sie stehen da relativ dicht hinten, die Herren. Und von Wolfswinkel macht es 2:0. Ja, gut. Das Ergebnis spricht für sich. Und die lassen uns ganz schön auflaufen. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Das war klasse gespielt. Ja, somit steht es jetzt 2:0. Also es wird auf jeden Fall guter Start. International zumindest, Nick. Ronaldo, erster Schussversuch. Aber der Torwart hat ihn. Ronaldo. Und schon wieder Sporting. So, weiter Pass auf Ben Arfa. Abseits. Oh, Ronaldo drüber. Das war natürlich jetzt der Anschlusstreffer gewesen. Wenn wir den Treffer hätten. Oder rechts vorbei. Zumindest ist er nicht eingegangen.
Vorsicht, freie Schussbahn. Abgewehrt, Krul. Also das darf natürlich nicht passieren, dass die da so frei rumstehen. Da hapert es bei uns noch in der Abwehr. Es gibt 0 Minuten Nachspielzeit. Und nach dem Abschluss wird es Schluss sein erst einmal. So ist es auch. Und ja, es steht 2-0 zur Halbzeit. Überhaupt nicht gut. Einmal aufs Tor geschossen. Ja, da müssen wir uns jetzt was einfallen lassen. Gut, pass auf, wie machen wir denn das? Denn dann mal ins offensive Mittelfeld. Und dort haben wir jetzt einmal, naja. Dann mal Oberton eine, dieser rechter Mittelfeldspieler. Und Tiote muss er Lords die Stellung halten im zentralen Mittelfeld. Vielleicht können wir jetzt noch was erreichen, wenn wir jetzt einen Ben Arfa im offensiven Mittelfeld haben. Manchmal bringen so kleine Veränderungen durchaus was. Gutierrez. Es gibt Ecke. Die zweite für uns. Ben Arfa kriegt einen Einer. Allerdings flankt er den in die Hände vom Keeper. Den erwischen wir nicht mehr. Abstoß. Diego Cabell, Vorsicht, kriegt eine. Und unser Abwehr schlufft wieder und die stauben natürlich ab. 3-0. Ja, jetzt wird's happig. Elias. Das wollen wir uns natürlich gleich mal anschauen, wo es da gefeit hat. Ja, Ryan Taylor war das wieder. Der hat wieder schlecht verteidigt. Ja, langsam wieder zum Problem unser lieber linker Außenverteidiger. Ronaldo. Glanzparade. Und es war noch kein Tor aus. Weiter geht's. Fernandes. So, Diego Cabell über links. Und der Torwart Hodden. Taylor. Wo ist da unser Flügelspieler? Da ist er. Ja, da wollte man es zu gut machen. Eigentlich hätte ich abziehen sollen. Ja, auf jeden Fall müssen wir dann, wenn wir das Spiel verlieren, und so schaut es bisher aus, im zweiten Gruppenspiel dann deutlich mehr Zwang. Sonst, glaube ich, schmieren wir schon in der Gruppenphase ab. Gutierrez. Am Tor vorbei.
Der Kapitän zockt Einsatz. Der Trainer Fetz draußen. Der ist natürlich sehr erfreut bei dem Spielstand. Gut, zudem unser bester Stürmer Nick fit ist, Ronaldo. Foulspielzeit wie immer nicht, also es verwundert mich schon langsam, dass er das nicht gesehen hat. Ja, das ist natürlich ganz schlecht. Ryan Taylor wieder nicht auf Position. Der Anna Taylor, der Innenverteidiger, muss aushelfen. Nächster Einwurf. Und nächste Großchance für Lissabon. Gut, vielleicht schaffen wir wenigstens mal einen Ehrentreffer. Der Verteidiger rammt ab und wir gewinnen einen Point zurück. Ja, da rennen alle auf Omi rein. Das ist natürlich nicht gut, wenn alle drin stehen. Können wir den nochmal wechseln? Ja, gut, wenn wechseln meine. Damit eben vielleicht einmal ein bisschen zentraler. Nächster Konter, Solskjaer, der Norweger. Können wir abwehren. Und Ronaldo spielt natürlich total daneben halt. Nach dem Höhenflug im letzten Spiel kackt er halt wieder ab. Gutierrez. Ja, und da haben wir es doch. Der Ehrentreffer. Der Kapitän persönlich. Zumindest eins haben wir gemacht. Und der macht es vor, wie man es richtig macht. Also nur noch 3:1. Gut, die Niederlage werden wir nicht abwenden können. Aber für die Seele wenigstens ist das was Gutes. Ja, es wird dann noch spät. Also erstes Spiel, erste Niederlage in der Europa League. Ja, beim zweiten Gruppenspiel werden wir einen draufsetzen müssen, damit wir gewinnen. Ansonsten glaube ich, sind wir sehr früh draußen. Und unser Ziel ist doch wenigstens die zweite Runde.